Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns kommst. Eine Geschichte aus der Bibel erzählen wir heute für grosse und kleine Leute. Jetzt zünden hier die Kerzen an. Habt ihr auch gern, wenn es draussen luftet und die Blätter so rumtanzen, man so richtig schön die Rachen steigen kann? Und manchmal, wenn es dort zu fest kutet, gehe ich gerne noch ein bisschen rein. Der Wind kommt heute vor in der Geschichte. Gut, seid ihr da? Ich sage euch, jetzt habe ich also gehofft, ich begegne jemandem da. Jetzt ist mir meine Freundin begegnet. Wisst ihr, meine Freundin, von der habe ich ja sicher auch schon erzählt. Ihr Mann ist ja Fischer. Ja, der geht immer in der Nacht fischen. Und jetzt hat er etwas erlebt, sage ich euch. Meine Freundin war noch ganz aus dem Häuschen und ich bin jetzt auch so. Der sei doch gestern am Abend losgehen, um zu fischen. Und nachher kommt plötzlich Jesus zu laufen und sagt, du, darf ich und meine Männer mit? Wir wollen an 10 Ufer. Ja klar, hat der Mann von meiner Freundin gesagt. Wir können doch euch mitnehmen. Und sie sind dann auf das Schiff und sind rausgefahren. Und ihr glaubt es ja nicht. Scheinbar sei Jesus, sobald er in diesem Schiff war, sei der vorne in den Bauch, hat ein Küsschen genommen und sei hergelegen und sei einfach eingeschlafen. Der war auch scheinbar müde gewesen. Er hätte ja auch den ganzen Tag wieder mit den Leuten reden müssen. Ja, also, das ist eigentlich nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind die dann losgesegelt. Alles wunderbar. Und plötzlich ist ein Sturm aufgezogen. Ich bin in der Nacht mal erwacht und habe plötzlich gemerkt, dass das gekutet wie verrückt. Ich bin dann schnell aufgestanden, habe rausgeschaut, ob alles festgemacht sei. Wer hat das da? Ich bin dann wieder ins Bett und bin auch wieder eingeschlafen. Aber die waren auf dem Wasser draussen, bei diesem Sturm. Und das haben angefangen hodeln und schreissen und an diesen Segeln geschrissen. Und das habe ich gemacht und da auf diesem Schiff. Und sie haben richtig Angst bekommen. Ja, richtig Angst. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal auf dem See draussen seid, wenn es so richtig stürmt und hudelt. Das ist dann nicht mehr lustig. Wenn dann die Wellen über das Schiff einschlagen und das halbe Schiff voll Wasser ist. Und jetzt müsst ihr hören. Scheinbar hat Jesus einfach weiter geschlafen. Der sei nicht einmal erwacht. Und er, ja, sie haben scheinbar mehr Angst bekommen. Und sie gehen dann hodeln und haben gesagt, Jesus, wir gehen unter, unser Schiff geht unter, mach doch etwas. Jesus ist seelenruhig aufgestanden, ein bisschen durch das Schiff getorkelt, das hat ja so gewellt, an den Bug geführt, hat die Hand ausgestreckt und gesagt, schweig und bist still. Und er, ich kann es jetzt noch fast nicht glauben, aber scheint's hat ihr Mann erzählt, das Meer sei einfach ruhig und still geworden. Sie haben einander angeschaut, haben Jesus angeschaut und haben zueinander gesagt, was ist das für ein Mann? Sogar Wind und Sturm folgen dem. Ja, so war es. Er sei dann zurückgekommen heute Morgen, Fische gefangen hat er nicht mehr viel. Es war dann auch nicht mehr so nach Fischen gewesen, nach dem allem. Aber er sei noch völlig aus dem Häuschen gewesen. Und meine Freundin auch, jetzt erzählt die mir das. Ja, der Jesus, was ist das für ein Mann? Sogar Wind und Sturm folgen dem.